여러 별이신의 팀전에 잡시대 대행 별이핀다 창모라 참디다시대 쉬야이 아니 통모들라 스위스다 리텐슈타인기 별이 미망라 아니 대행기 숨주 뒤쟁기 모거디 다리 치워들라니 힘 탁반에 두지체 단다 예자 변왕라니 바오 차오노불라 포란 보달라 둘라 굴루메스 땅버래 자, 삼나 약보시다나 코라 롱나 춘주직 마시 말해 코라 셰바게라 첨부시래 안 규벤조 토니 코라 셈데 지과요 말해 이나양 코라 변랑라 내당 항상 각부직 wal데디 콩 굴리메스 땅거래 초직네 나랑 배바직이니 짬 믹세 나랑 쉔게직이니 짬 semba hangsa kyogido cho semba jingne tana ngarang zola ngaju chik machina digi mendo samwegi chwa shuk chumbushkes tanda ta ngaju europe shunune kaze logic ringla nidon istangi gi beijing ozela legi mangbu peware andela mimang ne ngaju ngakje mangbu shu shras andela jidangda ning thapane thuje che shuyen yapke nang wedi yimbeina maran thiri mimang dela mangbu pheni chik shunju chons phegi denda se di chapsi ba kashe da legi ba kashe yu phemi jigzu da choba kashe gi gengi ma khe mare phegi denda se di phemi sai thok gi gengi chagi yore mixe zenjula denye rawang lungbala denye 안 다가나 신앙도宣게 벽이 마음백이 선자 수수 전배 박즈 자전 돈에 내가 지에디 믹스 단다 자다 뒤뒤 찍갑라 항상 개충부 차기도 네삼라 자전기 내가디 목에 드라이 찍부체 찹시게 레기 찍부 말해 네삼라 수수 간지 돈에나 최다리 손라 돈나 예외나 양면나 좀디 티에 거우였나 수수 유제 토네 수수 전배 박즈 벽이 된다 세라 탑시스당 보래 벤더 차샤나 롭투지기는 점 롭투지 수수기 탭간라 회타지 자르베나 롭투 부셔만 지게지 티시기라 아디 타자 가리라 아 수수 디밥라 데시 갸라 디 회타자데 벨롱바디 녜이 롱바레 아 벽이 드라메 탑단내당 딘데 쇼레 디 코란지 찹시 레기 자든 레가지 차기 요리 참기 제장 수수기 뒤지 게기 내당 수수기 전배 박지기 레가 지야디 항상 개충부 차기 요리 계신 안주 마시나 수치기라 단다 나랑 쉔게지기니 참 아니 스위스다 개게다 촬영치게신 배 통만요. 있는 나랑 단대 배나게 내당데 통나 단대 계제 내당 다나신 안저 될라 젠절라 된 얘기 지저기 내당데 지 통데 갈라 나랑 딩네 남다 게도 안저 젠절라 렌니 로 투주 락섬 조교래 딱 안저 로 가즈 젠절라 대임바 안저기 릭쇼 안저기 벽이 뭐지 젠절라 로 가즈 렌데스 야투기오라 계시 단단해 뱀이 창모 겐지 키니 마치고 있나 니마직 뒤지직 살기래 별 하나 더야 매게 뱀이 나야 더야 매게 찰 마시가 말해 세상 디마자 제도 먼저 뱀이 창모 겐키야디 항상 개충부 차기 어래 안티링 숨주 되들라 나머지 창모 팬이 샘슈 라운톤이 팬이 투지 체슈야인 나랑기 쉔게지기네 참 말라 얘기다 레와다 아니 비게디 남아서 디랑이 투체 Liebe Freunde Tibets, zuallererst möchte ich meine Solidarität mit dem ukrainischen Volk bekunden. Als TibeterInnen können wir sehr gut nachvollziehen, was ihr als Nation durchmacht. In diesen schweren Zeiten stehen wir euch bei,
sowie allen Völkern, die von kolonialen Mächten unterdrückt werden. Wir sind heute hier versammelt, wie jedes Jahr, um an einen der traurigsten Tage in unserer Geschichte zu gedenken. Heute, vor 63 Jahren, fand der erste tibetische Volksaufstand statt. Zehntausende von TibeterInnen gingen am 10. März 1959 auf die Straßen Lhasas, um gegen die illegale chinesische Invasion zu protestieren. Wie wir alle wissen, wurde dieser friedliche Akt der Meinungsäußerung brutal niedergeschlagen. Chinesische Soldaten haben rund 80.000 TibeterInnen umgebracht. Sie wurden erschossen und bombardiert, viele weitere wurden inhaftiert und gefoltert. Der Volksaufstand kam damals zustande, weil TibeterInnen sich um die Sicherheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama besorgt waren. Sie haben sich zu Tausenden um seine Residenz, dem Nurbulinka in Lhasa, versammelt, um ihn mit ihrem eigenen Leib und Leben zu beschützen. Die illegale Besetzung Tibets durch China dauert seit nun mehr als 60 Jahren. Aber lassen Sie mich eins sagen: Der Wunsch des tibetischen Volkes nach Freiheit und unsere Verbundenheit mit seiner Heiligkeit ist heute genauso stark wie damals 1959. Das wurde mir wieder bewusst, als ich letzte Woche die Nachricht gesehen habe, dass sich Paul Tsao-Nubula am 25. Februar vor dem Potala-Palast in Lhasa selbst angezündet hat. Er ist damit der 58. Tibeter in Tibet, der sich als Protest gegen die repressive Politik Chinas selbst angezündet hat. Tsao-Nubula war ein junger, bekannter Sänger. Er hat sogar den gleichen Jahrgang wie ich. In den sozialen Medien konnte ich also spüren, wie besonders junge TibeterInnen über seinen Tod bestürzt waren. Wie schlimm muss die Situation in Tibet sein, dass eine junge Person wie Tsao-Nubula, der noch sein ganzes Leben vor sich hat, sich selbst anzündet? Wie schlimm muss die Situation sein, dass eine erfolgreiche Person wie Tsao-Nubula, der eine vielversprechende Zukunft vor sich hatte, sich in Flammen setzt? Wie schlimm muss es in Tibet sein, dass Tsao-Nubula sein Leben auf eine so schmerzhafte Weise opfern musste, damit die Welt seine Botschaft hört? Tsao-Nubula hat, wie viele von uns heute hier, nie ein freies Tibet gesehen. Doch wie wir alle hier, wusste er ganz genau, was für das tibetische Volk auf dem Spiel steht. Wir kämpfen hier nicht nur gegen die Menschenrechtsverletzungen des chinesischen Regimes. Es geht nicht mehr nur darum, dass TibeterInnen in ihrem eigenen Land ihre Meinung nicht frei äußern können oder diskriminiert werden. Die chinesische Regierung setzt alles daran, die tibetische Identität auszulöschen. Wir kämpfen hier um das Überleben einer Nation. Der tibetische Aktivist Tendor hat in einem Artikel diesen Überlebenskampf so treffend beschrieben. Während China seine vielschichtige Kampagne zur Veränderung der tibetischen Sprache, zur Auslöschung des tibetischen Buddhismus und zur Umsiedlung der Nomaden vom Grasland in die Ghettos betreibt, so haben die Tibeter das untrügliche Gefühl, dass ihre Kultur den Tod durch 1000 Stiche erleidet. Es gibt keine einzelne Politik, die ein Volk vernichtet, keine einzelne Kugel, die eine Kultur tötet. Es ist die Gesamtheit des staatlichen Politik und Strategien, deren Zusammenspiel einen komplexen Prozess hervorruft, der letztlich eine Kultur erstickt und sie in ihren Sarg legt. Nicht über Nacht, sondern im Laufe der Zeit. Darum geht es und deshalb sind wir heute hier. Ich danke allen, die heute hier sind, um ihre Solidarität mit unseren Landsleuten in Tibet zu zeigen. Es füllt mich mit Hoffnung, so viele von euch heute zu sehen, besonders tibetische Jugendliche. Doch wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann bitte vergesst nicht, dass eine Teilnahme an einer Kundgebung leider nicht reicht. Wir brauchen den Einsatz und das Engagement von jeder und jedem von euch.
Sich für Tibet einzusetzen kann so vieles bedeuten, sei es medienwirksame Proteste zu organisieren, sich über unsere Kultur und die Bedeutung unserer Traditionen zu informieren, das heißt Kunst zum Thema Tibet zu schaffen. Schon alleine Tibetisch zu sprechen, ist an sich ein Akt des Widerstands gegen Chinas Versuch, unsere Identität auszulöschen. Deshalb, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann überlegt euch bitte, auf welchem Weg und in welcher Form ihr noch mehr für Tibet beitragen könnt. Die internationale Reaktion auf den Krieg in der Ukraine stimmt mich persönlich hoffnungsvoll. Es zeigt uns, dass die internationale Gemeinschaft autoritären Staaten wie Russland oder China energisch entgegentreten kann. Es zeigt, dass wir solche Situationen nicht hoffnungslos entgegennehmen müssen, sondern dass es immer Hoffnung gibt. Deshalb, gemeinsam können wir dafür sorgen, dass der Verlust von Tsevanobula und allen vor ihm nicht vergeblich war. Gemeinsam können wir unsere PolitikerInnen dazu bewegen, ihren Kurs mit China zu ändern. Und gemeinsam können wir der illegalen Besetzung Tibets durch China ein Ende setzen. Gemeinsam für ein freies Tibet. Vielen Dank, Tujana. Pegalo! 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 Pegi Dakpo!